Guten Morgen zusammen. Können wir ein bisschen mehr Licht machen im Saal? Ich sehe es. Ich denke fast, ich bin alleine hier. Okay. Heute haben wir ein interessantes Thema am Steuer. Wer von euch fährt eigentlich gern Auto? Das sind doch ein paar, ne? Mir macht es auch Spaß. Von so einem Peugeot haben wir jetzt 210.000 Kilometer drauf. Ne? Also ich bin schon manches gefahren die letzten paar Jahre. Und diese Woche hatte ich das Privileg, in so einem Auto da zu fahren. Der Chauffeur sagt, sitz gut hin, ne? Wir brauchen jetzt ganze knapp 4 Sekunden, ne? Von 0 auf 100. So mehr als eigentlich im Flugzeug. Ne? Ich bin früher mal begeisterter Trabi-Fahrer gewesen. Und der hat es bis heute noch nicht auf 100 geschafft. Ne? Schon ein paar Jahre her. Also am Steuer zu sitzen ist eine interessante Sache. Und darum geht es heute. Und ich habe echt ein bisschen überlegt bei der Vorbereitung, was wollen wir da vermitteln? Wir wissen schon, was wir vermitteln wollen. Wir wollen darüber reden eigentlich, was Jesus getan hat. Haben wir hier irgendwo in der erste Folie am Steuer. Es geht nicht um Autofahren heute, ist kein Crashkurs für Tesla-Fahrer, sondern was haben wir von Gott bekommen und was machen wir damit? Ne? Wir sind ja viele gebildete Leute und stellt euch jetzt mal vor, ihr seid die Ratgeber Gottes. So, Gott überlegt sich jetzt, wann kann ich denn meinen Sohn auf die Erde schicken? Und was sind die besten Rahmenbedingungen? Als gebildete Leute in einem hochentwickelten Land sagen wir, und wir haben ja alle in uns so ein bisschen was von der Natur Adams, ne, sein zu wollen wie Gott. Ne. Steckt ja ein bisschen jeden von uns. Ne. Deshalb hat Adam einen Apfel gebissen. Nicht die Eva, Adam hat gebissen. Ne. So. Anyway, so Ratgeber Gottes. Gott, wann kannst du deinen Sohn schicken? Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, ja, wenn wir schaffen da eine Sphäre, einen Bereich, geopolitischen Bereich, wo es sehr friedlich zugeht, wo es Wohlstand gibt, vielleicht politisch neutral. Also man könnte fast sagen, Gott schicke doch in die Schweiz, oder? Es gibt ja fast kein besseres Land eigentlich. Und dann so schön die Berge und es hat hier Jahrhunderte eigentlich, glaube ich, keine Kriege mehr gegeben, wenn ich die Geschichte richtig so meine. Stimmt das so? Lange. Ja. Also das könnte doch ein gutes Land sein. Und Armut gibt es ja auch nur ganz gemäßigt. Überleben kann jeder. Also Gott, wir würden sagen, schick deinen Sohn in die Schweiz und schick ihn zu einer Zeit, wo es auch sonst ganz ruhig ist. Ne? Wäre doch eine gute Idee, oder? Das wäre respektvoll Gott gegenüber, dem Sohn gegenüber. Ich meine, Gott sagt, ich will meinen Sohn aber als Baby schicken. Und dann ja, irgendwo im guten Haus mit guter Heizung und allem dran und so. So sind die Ratgeber Gottes. Und als die Zeit erfüllt war, sagt die Bibel, als die Zeit erfüllt war, Galater 4, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Und jetzt mache ich mit euch einen ganz kurzen Ausflug. Ich bin kein Historiker, aber was ich so von der Geschichte verstehe, kann man irgendwie so zusammenfassen. Als die Zeit erfüllt war, das war, ja, sagen wir im Jahre 4 vor Christus, okay, weiß man nicht so genau, da wurde eine Frau schwanger und gebar einen Sohn in einem Land, Israel, und das Land war besetzt. Von wem war das Land besetzt? Von römische Soldaten. Was hatten die vor? Die wollten halt die Abgaben von Palästina, von Israel holen und nach Rom bringen. Oder es ist immer so, wenn man eigentlich eine Herrschaftsschicht hat, die sich bereichert, braucht es immer dazwischen gute Untertanen oder Verbindungsmenschen zur Apparatspitze hin, die irgendwo das tun, was der Apparat da oben will. Zöllner und römische Soldaten in Kooperation. Immer wieder gab es Leute aus Israel, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Gott hat das Land uns gegeben. Die Pharisäer haben auch gesagt, das Land gehört uns, aber die Pharisäer konnten ja nichts gegen die Römer machen. Und da gab es die Zeloten.
Zeloten und Pharisäer waren teilweise befreundet, weil die Zeloten gesagt haben, das, was Gott uns gesagt hat durch David, ihr werdet das Land besitzen, das geht ja nur, wenn die bösen Römer dort weg sind. Also wir kämpfen gegen die Römer. Und die Zeloten haben immer wieder mal Aufstände gemacht. Und interessanterweise, die Headquarters von den Zeloten waren meistens in Galiläa, in einem Dorf, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber in der Nähe von Nazareth waren die Headquarters der Zeloten. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist fast so wie Ukraine-Russland-Kraftverhältnis. Da waren die Zeloten, die gesagt haben, geht raus hier von unserem Land. Und da waren die Römer, die gesagt haben, hey, wir sind 20 Mal mehr, 50 Mal mehr als ihr. Wir haben die Macht, wir haben die Waffen und sie haben die, wo immer es Widerstände der Zeloten gab, blutig niedergemacht. Ne? Tacitus, die Geschichtsschreiber, schreiben, es gab eine Situation, da wurden 2000 Zeloten auf einmal hingerichtet, gekreuzigt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in eine Welt, die absolut nicht friedlich war. Da war außen das Problem, dass da die Römer waren, die unterdrückt und ausgesaugt haben. Da war das Problem, dass ein Teil der Israelis gesagt hat, wir brauchen die Römer, das waren die Zöllner, die helfen, dass wir nicht noch armer werden. Sie haben sich daran bereichert. Stellt euch mal vor, Zöllner und Zeloten, die haben sich eigentlich überhaupt nicht geliebt. Ne? Das waren Feinde innerhalb des israelischen Volkes. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann gab es noch verschiedene andere Sachen. Na? Auch innerhalb den religiösen Leuten gab es wieder welche, die haben diskutiert, ja, gibt es die Auferstehung der Toten, gibt es sie nicht? Pharisäer, Sadduzäer, das war alles sehr zerstritten. Und dann gab es noch die Frage, ja, was passiert eigentlich mit der Steuer? Und die Leute vom ganzen Land mussten Steuer bezahlen. Das heißt, sie mussten eine Tempelsteuer bezahlen, das ging nach Jerusalem, dann mussten sie den Zehnten bezahlen und dann gab es noch die Kopfsteuer. Die Kopfsteuer war die Steuer, die die Römer eingesammelt haben. Und interessanterweise musste die Steuer bezahlt werden mit einer Münze, auf der einen Seite der Kopf des Kaisers drauf war. Ne? Das heißt, innerhalb den Juden gab es richtigen Hass untereinander. Bist du geimpft? Nee. Da war es dann so, zahlst du die Steuer oder zahlst du nicht die Steuer? Ne? Wenn du die Steuer zahlst, diese Münze in die Hand nimmst, dann betreibst du praktisch Götzendienst, weil mit dieser Münze, die du bezahlst, unterstützt du dieses dämonische System in Rom. Du kannst die Steuer bezahlen. Das heißt, das ganze Volk war richtig zerstritten und hat so viele Fraktionen gehabt, die im Kampf und Spannungen wieder untereinander waren. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er sandte ihn als kleines Baby, er sandte ihn in einen Stall, er sandte ihn ohne hygienischen Schutz, er sandte ihn ohne die ganzen Supportsysteme. Ist das nicht für uns so ein starker Beweis, wie stark Gott diese Welt liebt? Ich schaue darüber zum Kreuz. Die ganze Reise, die Gott angefangen hat, der Vater schickt den Sohn, als die Zeit erfüllt war, in eine chaotische Welt, die voller Korruption, Streit, Spannungen, militärische Gewalt, Brutalität war. Da schickte Gott seinen Sohn. Er schickt ihn als Baby in die schwierigsten Voraussetzungen. Und dieser Sohn hat die Reise zu Ende gemacht am Kreuz. Ja, vielleicht hatten wir als gute Ratgeber Gottes noch gesagt, ja, schick ihn dann doch wenigstens nach Jerusalem und guck, dass er eine gute Schule macht bei den Pharisäern. Gott hat seinen Sohn geschickt nach Galiläa. Und wisst ihr, welche Position Galiläa hatte? Die Leute aus Jerusalem, Galiläa, das ist die letzte Unterschicht. Die sind nicht gebildet, die kennen das Gebot kaum, die halten das Gesetz kaum, keiner liest die Torah, Galiläa. Und dann waren die meisten Leute arm. Und durch diese Steuerpolitik wurden die Leute in Galiläa immer ärmer. Es gab praktisch keinen Mittelstand. Ne? Es gab die Oberen, die abgezockt haben, und es gab den Rest, der ums Überleben gekämpft hat. Und Jesus war, wissen wir, Teil einer Zimmermannsfamilie.
denen ging es noch relativ gut in diesem Umstand, aber sie mussten hart arbeiten. Ne? Und das war Galiläa. Also wenn man das Ganze anguckt, kann man nur sagen, unmöglich. Ne? Und jetzt kommt Jesus auf die Welt. Und er tritt auf mit seiner ersten Predigt mit dem Anspruch, Markus 1, 13, 14, Leute, denkt um, denn jetzt fängt Gott an zu regieren auf dieser Erde. Denkt um, Leute! Ja, was soll man denn umdenken? Es müsste doch Zeit, dass mal die Römer hier verschwinden. Es ist doch Zeit, dass wir ein anderes Sozialsystem bekommen. Wir denken schon um. Und Jesus sagt, nein, denkt nicht so um, sondern fangt an, euer Denken auf Gott auszurichten, auf den Schöpfer. Und ich denke, das ist die wesentliche Botschaft, die wir heute auch noch haben, dass wir uns auf Gott ausrichten, mit unserem Gedanken, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Schon mal ein Glas Wasser holen, bitte. Ja, sorry. Habe mich gerade verschluckt, brauche ein Glas Wasser. Kehrt um, denkt um, schaut auf Gott und guckt, was ihr von Gott empfangen habt. Und jetzt möchte ich mit euch einen Vers lesen, ein paar Verse aus dem Johannesevangelium. Das ist unser Ursprung, weil wir berufen uns als Nachfolger von Jesus auf eine Person und auf das, wer er ist und was er getan hat. Dankeschön. Cheers. Das ist alkoholfrei übrigens, nicht, dass ihr denkt. Gell? Johannes 1, 11 bis 13. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist einer der traurigsten Verse in der Bibel. Gott hat diese Erde gemacht. Gott hat diese Menschen berufen, Abrahams Nachkommen. Sie wollten nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, sein Name ist Gott rettet, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Damit wir das verstehen, warum Kreuzpunkt existiert, damit wir verstehen, was es für dich und mich bedeutet, dass wir sagen, wir sind Nachfolger von Jesus, ist es so wichtig, diesen Teil hier zu verstehen. Die große Landkarte, wir sind am Steuer und diese Landkarte haben wir gesehen, das geht irgendwo hin. Und diese Landkarte ist praktisch, dass Gott sagt, ich liebe diese Welt, ich zeige dieser Welt, dass mir die Menschen nicht gleichgültig sind und ich habe ein Rettungsprogramm für diese Welt. Mein eigener Sohn kommt, dass Menschen den Weg zum Vater finden, dass sie frei werden, dass sie Hoffnung haben, dass sie Zukunft haben. Das ist mein Rettungsprogramm. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes hier, Jesus ging wieder zurück, aber er hat etwas hier gelassen, in dir und in mir. Unsere Identität können wir ableiten von unserem Beruf, unserem sozialen Status, vom Auto, das wir fahren und. Es gibt viele Dinge, wie wir unsere Identität uns zusammenschrauben können. Ne? Aber hier sagt Gott uns eine Identität. Alle Menschen, die Jesus aufnahmen, und an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, die Exousia, die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Okay, den Satz haben wir wahrscheinlich schon 7-mal gehört in unserem Leben. Achter Blick auf diesen Satz. Jesus aufnehmen. Und was heißt das? Jesus aufnehmen heißt, ich anerkenne, dass ich nicht das kompetenteste Wesen im Universum bin. Ich bin nicht der Ratgeber Gottes. Ich hätte es nicht besser gemacht als Gott. Ohne den Schöpfer zu kennen, ist mein Leben leer und hohl. Ich nehme dich auf, mein Schöpfer, weil ich erkenne und verstehe, dass ich so begrenzt bin, dass ich nur Geschöpf bin und du der Schöpfer bist. Ich nehme dich auf, komm in mein Leben und füll du das tiefste Loch, das ich in mir habe. Das ist so wesentlich, das ist die Grundlage, das ist der Kern unserer Identität. Wir haben etwas in uns, der Schöpfer des Universums, Jesus Christus, lebt in uns durch seinen Heiligen Geist, nicht weniger als das. Wow. Warum gibt es Kreuzpunkt? Weil Gott mit seinem Rettungsplan beschlossen hat, ich will im Menschen leben, ich will im Bruno leben,
Ich will in dir leben. Tochter von Bruno vermutlich, gell? Ja. Ich will in euch leben, Patricia und Simon, ich will in euch leben. Ne? Ich will in der Familie Holland leben. Gott hat Wohnort gesucht und er hat Wohnort gefunden. Schaut euch das mal an hier. Gott hat so viel Wohnort, die ihn aufnahmen, die irgendwann in ihrem Leben gesagt haben, Deadline, ich weiß, dass ich begrenzt bin, komm du, Retter, Schöpfer. Und er kam. Wer von euch kann sagen, Jesus wohnt in meinem Leben? Das ist Hoffnung für die Schweiz, das ist Hoffnung für Wettingen, für Baden, das ist Hoffnung für die Nationen. Weil der lebendige Gott, der seinen Sohn gesandt hat zu seiner Zeit, er hat auch in deiner Biografie den Moment gewusst, er hat in meiner Biografie den Moment gewusst, als die Zeit erfüllt war, sagt Gott, und jetzt komme ich und ich will in dir wohnen. Ich will in dir wohnen, weil ich will diese Erde Gutes tun, ich will diese Erde segnen, ich will in dieser Erde zeigen, dass ich auf dieser Erde zeigen, ich bin gut, ich bin treu, ich bin herrlich und das will ich zeigen, indem ich in Menschen wohne und indem ich durch Menschen handle. Dieser traurige Vers, er kam in sein Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen, ist auch heute leider noch die schwierigste Situation auf diesem Globus. Das größte Problem ist nicht, dass wir Kriege haben. Der Krieg ist schrecklich. Wenn man jetzt einfach die aktuelle sagen, na gut, der Krieg ist schrecklich. Aber wisst ihr, was die Ursachen von Krieg sind? Das haben Kain und Abel schon gelebt. Ne? Wir wollen sein wie Gott. Wir wissen alles. Aus dieser Arroganz kommt Aggression, kommt Machtgelüste, kommt Egoismus. Und das ist das Herz des Menschen, was im Krieg am brutalsten zum Ausdruck kommt. Und es ist nicht nur dort, wo Krieg ist, sein Volk wollte nichts von ihm wissen, das haben wir wahrscheinlich auch. Kennt ihr auch ein paar Leute, die nichts von Gott wissen wollen? Ich kenne ein paar. Aber ich muss euch sagen, Sibylle und ich, wir machen gerade interessante Erfahrungen. Wir treffen uns öfters mit Menschen, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben, die wahrscheinlich alle ausgetreten sind von Kirche und so. Wir reden mit ihnen über Schöpfer und Geschöpf. Und einer sagt kürzlich, es war eine größere Runde, sagt immerhin Uniprofessor, sagt, du hast recht, wir haben wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir anerkennen den Schöpfer nicht. Und wir Geschöpfe halten uns für den Schöpfer und machen neue Regeln. Und das geht nicht, ne? Deshalb sind wir so unglücklich. Und solche Fragen, wir merken, Menschen fangen an zu fragen, Menschen fangen an nachzudenken. Durch die Zeitgeschichte mit bedrohenden Situationen. Aber das ist nur ein Beschleuniger. Gott hat uns so geschaffen, die Seele des Menschen, dass sie nur dann zur Erfüllung kommt und nur dann zum Frieden, wenn die Seele sagt, ich habe meinen Schöpfer kennengelernt. Ich bin erfüllt, weil ich ihn aufgenommen habe und weil er in mir lebt und weil ich spüre, ich kann trinken von diesen Quellen. Ich kann mich innerlich voll machen und Stabilität und Sicherheit erleben, weil ich ihn kenne. Er ist mein Schöpfer, aber er ist auch mein Retter. Sein Name, alle, die uns seinen Namen glauben, sein Name ist auf Hebräisch Jeshua. Sie haben ihn Jeshua gerufen. Es wäre so, wie wenn wir heute uns zurufen würden, wie ist dein Name? Tom, wie ist dein Name? Ruben, wie ist dein Name? Gott rettet. Ah, wie heißt du? Gott rettet. Ja? So müssen wir das uns vorstellen, in dieser Kultur war sein Name Gott rettet. Und damit war Gottes Botschaft verbal verkündigt, aber auch in einer Person personifiziert. Er war nicht der Einzige, der diesen Namen hatte, aber es war eine starke prophetische Botschaft. Okay, unser Ursprung. Wir sind nicht auf der Idee eines Menschen, wir waren nicht eines Tages so clever und haben gesagt, Mann, oh Mann, jetzt bin ich so geistlich, dass ich jetzt an diesen Jesus glaube. Forget it. Eines Tages hat Gott dir so viel Gnade gegeben, dass dein Herz sich öffnen konnte und dass du gesagt hast, deine Güte ist umwerfend. Ich nehme dich auf, komm in mein Leben und fülle mich. Ich glaube an diesen Namen Retter. Gott rettet. Okay. Und als dieser Sohn gesandt wurde, ist es wichtig zu sehen, was dieser gesamte Auftrag von Jesus war. Glaubt, kehrt um, denkt um und glaubt an das Evangelium. Denkt, viele haben geglaubt, wenn der Messias kommt, wenn der von Gott Gesandte kommt, dann wird er andere soziale, politische, militärische, wirtschaftliche Bedingungen schaffen. Hat Jesus alles nicht gemacht. Das haben sie ihn ans Kreuz gesteckt. Er war die Enttäuschung für die Menschen mit ihren falschen Erwartungen.
Was ist die Botschaft für uns? Wir müssen uns frei machen von falschen Erwartungen. Die Erwartung, dass plötzlich alles gut wird, die Erwartung, dass es keine Gewalt mehr gibt, dass es keine Manipulation, keine Täuschung mehr gibt, ist falsche Erwartung. Jesus, der Messias, der Retter, dessen Name war Gott rettet, Jahwe rettet, kam nicht, um diese Bedingung wegzumachen, sondern er hat was ganz Verrücktes gemacht. Er hat gesagt, hey du Zelot, komm mal her, lebe jetzt mit mir, lass dein Schwert da liegen. Den Frieden kriegst du nicht, indem du die Römer bekommst. Hey du Zöllner, lass mal dieses Business da, lass mal diese Korruption, komm mit mir. Und stell dir vor, da war ein Zelot, der gegen die Römer gekämpft hat. Und da war ein Zöllner, bester Freund der Römer. Das war das Team von Jesus. Das ist Gottes Antwort für diesen Planeten, dass er Menschen aus allen unterschiedlichen sozialen Gruppen, politischen Vorstellungen, religiösen Vorstellungen sagt, komm mit mir. Und in Markus 3 ist interessant, da beruft Jesus Leute. Und interessanterweise, Markus 3 sagt, Jesus sagt, Markus schreibt, er hat sie berufen, dass sie bei ihm sein sollen. Er hat sie nicht berufen, weil er jetzt irgendwelche Arbeiter brauchte, die Traktate verteilen oder sonst was machen. Ne? Er hat gesagt, hey, folg mir nach. Hey, komm mit mir. Du Zelot, du Zöllner, komm mit mir. Ihr Fischer, komm mit mir. Das heißt, die ganze Idee von Jesus war, ich bin das Leben. Ich bin der Schöpfer. Ich bin Gottes Rettung vom Himmel. Kommt zu mir. Und wir wissen ja, das lief nicht alles so glatt mit diesen 12 Jungs. Aber immerhin, sie kamen alle. Und weil sie bei ihm waren, weil sie mit Jesus verbunden waren, auch wenn sie noch in Gethsemane eingeschlafen waren, Jesus hat gesagt, ich mache etwas in euch. Die Ressourcen des Himmels, mein Geist in euch, der macht euer Herz weich. Die Ressourcen des Himmels, die Verbindung mit dem ewigen Gott, die helfen euch, dass euer Herz weich wird, dass ihr Offenbarung bekommt. Gott ist gut und treu und rein und heilig. Dieser Gott lässt uns nicht im Stich. Dieser Gott ist es wert, angebetet zu werden. Dieser Gott ist es wert, dass wir unser ganzes Leben ihm geben. Und deshalb hat Jesus mit so einer Community angefangen. 12 so unterschiedliche Leute. Gebildet, ja, sie waren Fischer, sie wussten, wo Fische sind, ne? Und so weiter. Charakterfähigkeiten, ja, da gab es ganze cholerische Typen dabei und da gab es Melancholiker dabei. Da gab es die dabei, die gesagt haben, Jesus, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel kommt? Das heißt, die waren nicht die Heiligsten, die waren nicht die Sanftmütigsten, aber die haben eins kapiert, wir wollen bei ihm sein. Was ist die Essenz von der Gemeinde von heute? Kein Problem, dass wir unterschiedlich sind. Und ehrlich gesagt, wir sind noch viel zu wenig unterschiedlich. Wenn wir die Gesellschaft anschauen, in der wir leben um uns herum, ist das nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Und ich denke, was Jesus modelliert hat, kommt mit mir und erlebt meine Güte. Ich kenne den Vater. Der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und aus dieser Beziehung mit Jesus haben sie den Vater kennengelernt. Als Jesus wegging, hat er gesagt, ich lasse nicht verwaist zurück. Dieses Business auf dieser Erde, diese Transformation von Menschen und von Charakteren und von Beziehungen, diese Transformation geht weiter, weil Parakletos kommt. Das ist mein Stellvertreter, sagt Jesus. Parakletos, der Heilige Geist, der, so heißt der Name, Parakletos, den wir herbeirufen können, den wir einladen können, den wir anbeten können. Parakletos, komme und führe die Arbeit, die Jesus angefangen hat, hier auf dieser Erde weiter. Und er macht es noch heute. Und das ist das Begeisterndste, was es gibt auf dieser Erde. Ich habe kürzlich von einem Prediger gehört, der gesagt hat, wir können ja staunen über das, was Jesus Gott getan hat, als er Israel, 2 Millionen Menschen, aus Ägypten rausgeholt hat. Die mächtigste Armee konnte sie nicht fangen, hat sie rausgeholt und dann wurden die 2000 unbewaffnete Männer, Frauen, Kinder, schwach, wurden verfolgt und vor ihnen das Meer. Stell dir vor, wie groß dieses Wunder war. Fantastisch. Mose macht, das Meer macht, es gibt viele Filme darüber. Ich weiß nicht, wer das damals gefilmt hat, aber es gibt Filme darüber. Und dieser Prediger sagt, fantastisches Wunder, aber es wird noch ein größeres Wunder kommen. Wenn es uns
kleinen, armen, zerbrechlichen Menschen mit ihren Ideen, mit ihren Ratgebermentalitäten eine Braut geschmückt wird für den Sohn des Königs, für den Sohn des Schöpfers des Universums. Und das ist die Zeit, in der wir leben, ihr Lieben. Wir leben in einer Zeit, wo es nicht mehr darum geht, was denke ich, was denkst du, was ist deine Theologie, was ist meine Theologie. Nee, wir sammeln uns um eine Person. Wir sammeln uns um Jesus und wir schmücken uns einzeln für Jesus, indem wir Dinge, die hinderlich sind, die mich, meiner, meins so betonen, indem wir die Dinge einfach hinbringen, wo sie hingehören, ans Kreuz. Und wenn es wieder auftaucht, nochmal ein Nagel drauf. Ne? Wir haben unser Fleisch gekreuzigt und mein Fleisch will immer wieder vom Kreuz hüpfen. Ich weiß nicht, wie eures ist. Ne? Ihr kennt das nicht, ne? Ihr seid higher level of sanctification. Bless your heart. Okay, und wenn das Fleisch vom Kreuz hüpfen will, dann erinnern wir daran, hey, ich habe dich gekreuzigt, du Egoismus, du, was immer du, mit was du zu kämpfen hast, du falsches Denken, hey, am Kreuz geht zurück, dort wo du hingehörst. Ne? Und ich denke, dieser Prozess ist heute noch im Gange. Ja? Und das ist das, was Gott heute macht. Aus unserer Unterschiedlichkeit sagt er, und ich sammle euch. Ich sammle euch nicht um theologische Formulierungen. Wir brauchen eine Mission Statement, das ist gut, aber das ist nicht die letzte Kraft der Einheit, sondern die eigentliche Kraft der Einheit ist, wow, Jesus, was du getan hast. In einer Zeit wie der damals bist du in diese verrückte, chaotische, schlimme Welt gekommen. Danke, 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 Jesus. Und dann hast du das noch aufgetragen bis zum Kreuz. Und als in Gethsemane die Jungs eingeschlafen sind, bist du nicht weggerannt. Und als sie dich verspottet haben, hast du dich nicht gerechtfertigt. Jesus, danke, danke, danke. Das ist das, was Einheit bringt. Darum sind wir hier. Das ist das, um was es geht. Ne? Dass Jesus sagt, ich sammle, kommt, folgt mir nach, kommt mit mir. Sei am Steuer. Am Steuer sein heißt, diesen Gottesweg, diesen Jesusweg zu gehen. Steuer heißt, Jesus nachzufolgen und nicht mehr mein Ding zu machen, auch nicht mehr mein Gemeindeprogramm durchzuziehen, meinen Platz in der Gemeinde. Nee, Leute, es geht darum, da ist einer, der ist so fantastisch, der ist unbeschreiblich und den wollen wir anbeten in Ewigkeit, im Geist und in der Wahrheit. Ich habe das Statement von John Piper schon ein paar Mal gebracht. Mission is not the final purpose, it's worship. Es geht letztendlich nicht um Mission, sondern Mission ist dort notwendig, wenn er nicht angebetet wird. Es geht um Anbetung zu guter Letzt. Wir laden Leute ein, mit Jesus bekannt zu machen. Nicht damit sie sonntags in den Gottesdienst kommen, das ist auch gut, aber wir laden sie ein, dass sie Jesus anbeten. Auch hier im Gottesdienst, auch die anderen 6 Tage in der Woche. Leute, darum geht es. Wow, Entschuldigung, ich bin einfach ein bisschen angetan von diesem Jesus. Und das war sein Auftrag, diese Community zu modellieren in dieser Unterschiedlichkeit und mit allem Versagen. Ja? Wenn man so die Chronologie anguckt, Jesus war noch eine Woche bei ihnen und in diesen letzten Tagen hatten sie ein gutes Thema. Wer ist der Größte von uns? Wie viele Tote hast du auferweckt? Wie viele Kranke hast du geheilt? Ne? Große Discussions unter ihnen. Und Jesus sagt, hey Jungs, ich gehe bald, aber ihr werdet das weiterführen, was ich hier angefangen habe. Und jetzt kommen wir zur Generation der Segensträger. Und das sind wir. Wir lesen jetzt aus Genesis 12. Da heißt es dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, verlass deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, wohin Gott? In das Land, das ich dir zeigen werde. Und von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und das ist eigentlich die Aktion, das Unternehmen, was auf dieser Erde läuft. Ne? Gott hat zu Abraham gesagt, hey, ich fange mit dir eine neue Geschichte an. Die Rettungsgeschichte auf dieser Erde, die Offenbarung Gottes auf dieser Erde. Und durch dich wird es so weit gehen, dass alle Volksgruppen auf dieser Erde werden den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kennenlernen. Galater 3 sagt dann, der Segen Abrahams kam durch Jesus auf diese Erde. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann wäre der Segen Abrahams halt für ein gewisses Volk am Rande geblieben. Aber weil der Segen Gottes
der Segen Gottes durch Abraham für alle Völker gilt, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ihr lieben Leute, das ist das Unternehmen, in das Gott uns reinnimmt. Wow, alle Völker. Und das Ermutigende ist, in den letzten, sagen wir mal 5 Jahren, haben sich so viele Menschen zu Jesus hingewendet wie noch nie in der Geschichte. Ja, was ist hier los? Ja, wir sehen es hier nicht, aber wir hatten ein Pastorentreffen in Winterthur diese Woche. Und was mich sehr ermutigt hat, ein Pastor hat erzählt, aus Burgdorf, wir haben 15 Leute getauft und das Tendenz steigend. Jemand aus Bern hat erzählt, ein Pastor, eine Frau, Wissenschaftlerin, von Gott nichts am Hut, läuft durch die Stadt und was hat sie? Hat eine Stimme gehört. Sie hat Jesus gesehen. Ne? Also mit Gott nichts am Hut und sie läuft durch die Stadt. Ich bin Jesus. Und früher haben wir diese Storys gehört von der islamischen Welt. Leute, Gott liebt nicht nur die Moslems, er liebt auch uns hier in der Schweiz. Er liebt sogar die Deutschen. Auch die Schwaben, Leute. Ihr müsst euch damit abfinden. Gott liebt auch die Schwaben. Ne? Okay, und das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist das, was Gott tut. Und es fängt an, auch in der Schweiz, auch in Baden und Wettingen. Wir werden immer mehr davon erleben. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil es diesen göttlichen Plan gibt, dass alle Volksgruppen diese gute Botschaft von Gottes Regierung auf dieser Erde hören wollen. Und das Volk Gottes sagt, was sagt das Volk Gottes? Wird schon besser, ja. Ja, also ich bin einfach begeistert über diese Ideen. Wenn ich nicht dafür lebe, wofür soll ich dann leben? Ich denke, wir müssen alle uns überlegen, wofür lohnt es sich, Zeit zu investieren, Kraft, Nerven. Dafür lohnt es sich, dass dieser wunderbare Jesus, den wir anbeten, um den wir uns sammeln, der unser Leben Erfüllung gibt. Um diesen Jesus geht es. Wir setzen zur Landung an, Slauli Batschuli. Dritter abschließender Punkt. Der hat eine gute Überschrift. Wir sind am Steuer. Wie viele Leben hat eine Katze? Man sagt so 7, auch in der Schweiz, oder? Die Schweizer Katze hat auch 7 Leben, sagt man halt so. Wie viele Leben hast du? 1. Wenn du kein Hindu bist, dann hast du... In der Schweiz haben wir ein Leben normalerweise. Ne? Und ich denke, eine der wichtigsten Fragen ist, wer sitzt am Steuer in deinem Leben? Oh, ich habe Situationen gehabt in meinem Leben schon als Christ, ne? Wo ich habe Herausforderungen gehabt, habe mich mit einem Mentor unterhalten und er fragt mich einfach, wem gibst du den Schlüssel für dieses Problem? Sag, der andere war doch schuldig. Sagt, ja, solange du so sitzen bleibst mit der Haltung, bleibst du blockiert. Okay, ich habe den Schlüssel. Dann kann ich ja vergeben, dann kann ich ja loslassen und dann kann ich ja mein Leben selber gestalten. Und solche Begegnungen haben mein Leben verändert. Und ich glaube, das Erste ist wichtig, dass wir verstehen müssen, das eine Leben, das wir haben, für dieses Leben haben wir Verantwortung. Und für dieses Leben haben wir Ressourcen. Für dieses Leben hat Gott Ziele für uns. Für dieses eine Leben, was du hast, hat Gott Werke vorbereitet. Leute, das ist kein Druck. Das ist die Einladung. Gott hat Werke für dich und mich vorbereitet. Und es kann uns nichts glücklicher machen, als die Werke zu tun, aus dieser Liebe und aus dieser Ergriffenheit von Jesus, diese Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Nicht als billige Arbeitskraft für Gottes Notprogramm, sondern als Freund Gottes, der sagt, ich beziehe dich mit ein in meine Gedanken. Ich beziehe dich mit ein in das, was ich vorgenommen habe. Na komm. Also, das Gottes Idee ist mit am Steuer sein, wir sind gesegnet. Und seid nicht geizig, Gott gegenüber dankbar zu sein für den Segen, den wir schon bekommen haben. Wir haben die Gewissheit, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Wir haben die Sicherheit, dass er all unsere Vergangenheit gelöst hat, was Schuld angeht und Verletzungen und negative Dinge. Er hat bezahlt. Punkt. Vergangenheit ist gelöst. Gegenwart, wir können jetzt mit ihm leben. Zukunft, wir wissen, wo wir sein werden. Wir sind gesegnet, Leute. Gibt es Menschen, die mehr gesegnet sind als wir? Die sagen können, Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist gelöst. In der Hand unseres Gottes, der einen Bund mit uns gemacht hat. Wow. Wir sind gesegnet, weil wir in dieser Zeit mit Kriegs- und Kriegsgeschrei ein Zuhause haben, bei unserem Vater im Himmel. Und wir wissen, nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Halleluja.
Das ist Sicherheit. Wir kennen Leute, die jetzt gerade sowohl in Kiew arbeiten, auch vom nördlichen Kanton an der Grenze. Und sie sagen, das ist so beeindruckend, einfach zu sehen, wie Leute offen sind von den Flüchtlingen in ihrer Verzweiflung, wie sie die Liebe annehmen und Hoffnung. Es ist die Zeit, wo Gott in diesem Chaos viel, viel Gutes tut, seine Güte, sein Erbarmen zeigt. Und das ist der zweite Punkt. Wir sind gesegnet. Wenn wir aber nur sagen können, juhu, ich bin gesegnet, dann ist es praktisch wie kalter Kaffee mit der Zeit. Ne? Wasser, was nach ein paar Monaten nicht mehr so frisch schmeckt. Ne? Der Segen, das ist das Interessante, wird nicht weniger, wenn wir ihn weitergeben. Das schwäbische Denken sagt, sei guter Verwalter. Aber das himmlische Denken sagt, gib, gib, gib. Und wenn du gibst, wirst du noch mehr bekommen. Wir geben nicht, um noch mehr zu bekommen, aber wir geben, weil es in der Natur von Gottes Herzen liegt, zu geben, geben, segnen. Lass uns mal durch diese Woche gehen und überlegen, wen kann ich nächste Woche segnen? Gibt es da jemanden in meiner Nachbarschaft? Und ich meine jetzt nicht unbedingt gleich Traktate verteilen, sondern ich meine segnen mit mal einladen, segnen irgendwie ein gutes Wort, gute Unterhaltung. Unser Nachbar, der noch nicht Jesusgläubig ist, der segnet uns immer wieder mit wie heißen die Dinge, Frühlingsrollen. Aber ich habe noch keine so gute gegessen. Ne? Wow, segnet uns. Ne? Und ich denke, so können wir unsere Freunde, Nachbarn segnen, ne? Arbeitskollegen. Vielleicht gibt es einen Arbeitskollegen, den du segnen kannst diese Woche. Vielleicht einen Nachbar. Vielleicht gibt es jemanden in der Verwandtschaft, ein oder zwei, die Jesus noch nicht kennen. Leute, geht durch diese Woche und sagen, wir sind gesegnet. Und der Segen, den wir haben, das ist der Segen Abrahams, der durch Jesus, der alles bezahlt hat, in mein Leben kommt. Und ich bin jetzt wirklich richtig großzügig, überfließend mit diesem Segen, dass überall um mich herum es sprießt. Ich habe eigentlich fast überlegt zu diesem Punkt Segensträger, jetzt habe ich einen anderen Begriff gehabt, Samenstreuer. Ist auch ein gutes Wort. Ne? Das heißt, wir können Samen ausstreuen, wo immer wir sind, Samen der Liebe Gottes, Samen der Hoffnung. Ich kenne wirklich einige Leute, die in diesen Zeitgeschehnissen Hoffnung verlieren. Leute, wenn wir nicht Hoffnung sehen, wer dann? Hast du ein paar Samenkörner für Hoffnung in deiner Tasche irgendwo? Streu sie aus. Gott gibt dir die Weisheit, wie es passt. Ne? Aber lass uns großzügig sein mit dem Segen, den wir empfangen haben, den wir weitergeben. Okay, jetzt wird rot da drüben und ich denke, ich habe auch genug gesagt. Mehr brauche ich wirklich nicht zu sagen. Wenn wir 10% von dem umsetzen, wird es gut. Ich bin ja bescheiden, ne? Sorry, diese Generation, die noch Papier benutzt, die hat es manchmal nicht leicht. Wir gehen zum Abendmahl gleich. Gut. Wir sind jetzt bei der Landung. Bereit zur Landung? Ihr dürft hochkommen. Ich möchte jetzt einfach anfangen zu beten. Ich möchte für zwei Dinge beten, ne, für die Punkte von heute, dass wir unsere Herkunft noch tiefer verstehen. Wir sind vom Himmel geboren. Welch ein Privileg, welch ein Kapital, welch ein Reichtum. Aber das braucht immer wieder frische Offenbarung vom Geist Gottes. Keine neue Erkenntnis, sondern wir wissen es, aber frisch verstanden. Und dann bete ich, dass wir verstehen, dass wir Segensträger sind und dass Gott uns hilft, vernünftig am Steuer zu sitzen, damit umzugehen. König Jesus, wir können immer wieder nur staunen, wenn wir über dich reden, über dich nachdenken. Als die Zeit erfüllt war, die Zeit war erfüllt, als der Vater das beschlossen hat, jetzt ist sie erfüllt. Als es viele negative Umstände gab. Dann hat der Vater in Übereinkunft mit dir, mit dem Heiligen Geist, gesagt, Jesus, jetzt ist Zeit, ich schicke dich auf die Erde. Ich liebe diese Menschen. Ich liebe diese Räuber und Verbrecher und Korrupten und Chaoten. Ich liebe sie. Ich habe sie geschaffen, sie sind nach meinem Bild geschaffen.
Und ich will sie in meine Arme nehmen, dass sie bei mir Frieden finden, dass sie bei mir zu Hause sind. Danke, Vater, für deine guten Pläne. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das immer wieder offenbarst. Und ich bete jetzt, dass wir alle, jeder Einzelne, wir als Kreuzpunkt zusammen, als Gemeinde, frisch spüren, wir haben so etwas Wertvolles geschenkt bekommen. Der Sohn Gottes hat sich für uns geschenkt. Danke. Geist Gottes, wir laden dich bewusst ein, öffne die Augen unseres Herzens, so dieses Geschenk Jesus, den Sohn Gottes, mit allem, was er für uns getan hat, tiefer erkennen und erfassen und von ihm ergriffen werden. Wir laden dich ein. Komm und tu dein Werk. Und gleichzeitig sehen wir leben in einer Welt, die immer turbulenter wird. Aber wir sprechen bewusst aus, du sitzt auf dem Thron. Du hast die Kontrolle nicht verloren, die Herrschaft nicht verloren. Und in dieser Welt, die sich immer mehr aufmacht gegen dich, heißt es im Psalm 2, du lachst darüber, nicht in Schadenfreude, aber in der Freude, dass dein Sohn sein Erbe annimmt. Du hast deinen Sohn eingesetzt als Erbe der Nation. Und das sprechen wir aus als Gemeinde. Wir glauben die Pläne Gottes. Wir glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, eingesetzt ist als Erbe der Nation. Er wird in jeder Volksgruppe, in jeder Nation, werden viele Menschen sich zu ihm zuwenden, weil er den Preis bezahlt hat, weil der Vater zu ihm gesagt hat, wenn du dein Leben gibst als Schuldopfer, wirst du viel, viel Frucht sehen. Und danke für das Privileg, dass wir als Gemeinde da Anteil haben können. Und ich bete es für uns alle, dass du uns neu zeigst, welch ein Privileg es ist, Segensträger zu sein. Und ich bete um eine neue Freisetzung mit Freude und Ideen und Kreativität, wie wir Segensträger sein können. Vielleicht redet Gott jetzt zu dir persönlich. Wir warten mal einen kleinen Moment. Gott, wo können wir Segensträger sein? Was haben wir zu geben? Wem können wir es geben? Du bist die Quelle. Wir sind nicht ein billiges Fußvolk, deine Schwerarbeiter, wir sind deine geliebten Kinder. Weil wir an deinen Namen glauben und dich aufgenommen haben, haben wir die Vollmacht, deine Kinder, deine Erben, deine Repräsentanten zu sein. Und in dieser Position wollen wir leben. Danke. Und das versiegelt Jesus selber mit dem Abendmahl. Deshalb gehen wir jetzt gleich weiter ins Abendmahl hinein. Weil all das, was wir eben besprochen haben, ist letztendlich in der Hand des lebendigen Gottes. Er sagt, ich bin Alpha, ich bin Omega. Ich bin für euch. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Und er dankte, er brach es und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und so oft ihr diesen Kelch trinkt, ja, ich stelle mich bewusst davor hin, na, so oft ihr dieses Brot esst, und wir machen das nachher ganz bewusst, na, wir essen dieses Brot, so oft ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigen wir den Tod des Herrn, verkündigen wir seine Treue, seine Hingabe an uns, seine Liebe. Und das heißt im Hebräerbrief, mit einem einmaligen Opfer hat er alles getan, was notwendig ist, dass wir wirklich in ihm gewurzelt, gegründet und vollkommen sind. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Das heißt, das Wort Gottes fordert uns heraus, seid ihr bewusst, das ist nicht einfach nur Brot und Wein, sondern wir haben Teil am Leben, am Tod und Auferstehung von Jesus. Der Mensch prüfe sich selber
Und dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Und das wollen wir jetzt tun. Tische sind vorbereitet. Ich spreche kurz ein Segensgebet und dann dürfen wir es nehmen. Wir verkündigen deinen Tod heute, Jesus, wenn wir das Brot essen, den Kelch trinken. Wir verkündigen, du hast den Preis bezahlt. Du hast den Vorhang zerrissen. Wir haben freien Zugang, ohne Verdammnis, zum Thron des Vaters. Alles ist bezahlt, alles ist erledigt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir beten dich an, Jesus. Und wir verkündigen mit deinem Tod deine Auferstehung, das Grab ist leer, deine Position, du bist im Himmel und du regierst. Und wir nehmen dieses Abendmahl mit dem Bewusstsein, dass du treu bist mit uns persönlich. Und ich segne euch, dass jeder von euch das persönlich neu frisch erlebt. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinde das stark spüren, dass er mit uns ist. Amen. Wir fangen. So gut. Ja, ihr dürft kurz sitzen. Merci vielmals an der Worship Band, an das Technikteam, für die geniale Leitung. Seine Liebe steht immer. Danke auch an dem Predigt, Herman, das hat mich persönlich herausgefordert. Wieder mal nachdenken, wer hat die Stören in meinem Leben? Welcher Bereich bin ich selber am Stören? Welcher Bereich ist Jesus? Und was ist die Hauptsache? Um was es wirklich geht? Habe ich tatsächlich den Fokus, das Zentrum in meinem Leben, Jesus, gesetzt oder andere Sachen? Ich weiss nicht, welcher Teil von der Predigt hat dich bewegt, aber du kannst auch nachher daheim nochmal zuhören. Es lohnt sich am Nachmittag und dann online und nochmal Gedanken machen und mit dem von Gott kommen und fragen, hey, was willst du noch mehr in meinem Leben sagen? Heute sind wir am Ende von unserer Fasten- und Gebetwoche. Wer von euch hat gefastet? Yay, sind viel. Wow, awesome. Gewisse von euch haben vom Essen gefastet. Gewisse von euch haben von vielleicht Handy, Internet, Bücher, Fernsehen, Süßigkeit, weiss ich nicht, verzichtet. Aber heute mit dem Abendmahl haben wir die Fasten- und Gebetwoche abschließen. Ich bete, dass ihr viel mit Gott in dieser Zeit erlebt. Wir haben gestern Worship-Abend gehabt, haben ein paar Zeugnisse gehört. Wir haben auch wirklich, viele Leute haben erzählt, wie die stille Zeit hat ihnen geholfen, einfach nochmal in eine neue, frische Verbindung mit Gott zu kommen. Wir haben euch ein Booklet bereit gemacht letzte Woche, wo ihr jeden Tag ein bisschen reingehen und mit dem Booklet Wort Gottes lesen, seine Stimme hören und einfach nochmal neu in Verbindung mit ihm kommen. Wenn du den Booklet noch nicht hast, hast du noch nicht gemacht, wir haben noch ein paar da, kannst du sie nehmen, kannst nochmal einfach in dieser Woche für dich Zeit nehmen. Jeden Tag einfach eine halbe Stunde, es lohnt sich, mit Gott verbringen. Das ist auch ein mega gutes Booklet für deine Kleingruppe, für deine Kollegen, für die Familienmitglieder, die nicht in der Kirche sind, die möchten gerne Gott besser kennenlernen und seine Stimme besser hören. Nimm es mit und verteile weiter. Ich habe 2 kleine Infos. Heute ist der erste Samstag in der Woche, aber wir werden kein Gebetssonntag. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Aber wir haben kein Gebetabend heute Abend. Eigentlich, wir werden in der letzten Zeit kein Gebetabend am Sonntagabend mehr haben. Und statt Sonntagabend, Gebetabend, machen wir am Freitag. Der letzte Freitag im Monat, sagt der 4. oder 5. Letzte Freitag im Monat, werden wir Gebetabend haben. Wir versuchen wirklich die Gebetabende interaktiv zu gestalten. Wir wollen Gott programmieren, wir wollen miteinander zusammen wirklich an dem Abend kommen und einen neuen Stil miteinander probieren, dass die Gebetkultur bei uns in der Kirche stärkt. Heute Abend kein Gebet, Abend an der letzten Freitag in diesem Monat. Wir sagen nochmal, keine Angst.
Aber in dieser Woche werden wir unseren Workshop haben, wo der Hermann und der Micha werden sie anbieten zum Thema Breite von der Evangelium. Wenn du gerne möchtest, ein bisschen mehr wissen, was ist die Kern von der Evangelium, wie kann ich das Evangelium teilen, wie kann ich weitergeben, wie kann ich mit anderen Leuten darüber reden und besser verstehen, komm an dieser Abende, werden genial. Melde dich und komm einfach vorbei. Die letzte Info: Ich habe vor 2 Tagen eine E-Mail an die Gemeinde geschickt. Viele von euch haben sicher meine E-Mail erhalten. Die geht um Ukraine und die Sammlung, die wir im Moment machen. Also, ich habe einen Fehler gemacht. Viele von euch haben mir gesagt, dass ich Fehler gemacht habe. Merci vielmals. Der Fehler war, es ist nicht am 4.3., sondern 9.3. Wir sammeln verschiedene Material. Bis am 9.3., bis am Mittwoch, weil ein Lastwagen wird am Donnerstag von da losfahren, direkt an der Ukraine, über die Grenze, und werden dieses Material liefern. Also bis am Mittwoch, wir sammeln verschiedene Material. Hauptsache, im Moment brauchen wir nicht viel Kleider. Hauptsache brauchen wir Pampers, Milch für Kinder, Brei, Schlafsack und warme Decken. Wenn ihr so Sachen habt, könnt ihr bitte bis am Mittwoch hier reinbringen, in den ersten Augen. Und die Tür wird immer offen sein. Wo könnt ihr einfach reinkommen und im Zimmer steht geschrieben, abladen. Wenn du aber keine Zeit hast und kannst nicht einkaufen und weißt nicht, was soll ich jetzt einkaufen und wie ich habe keine Ahnung von Pampers und Babymilch und Brei und was und wer und welche. Ich mache mein Leben einfacher. Ich werde Geld spenden. Und du darfst es auch machen. Du kannst Geld spenden auf unser Konto. Schreib bitte an Ukraine. Du kannst entweder mit Twint oder Kontoüberweisung machen und das steht auf unserer Webseite. Oder vielleicht gerade da hast du Geld und kannst in den Korb rein tun. Alles, was heute in dem Korb kommt, werden wir von der Ukraine nehmen. Dritter Weg, wo du helfen kannst. Material, Geld oder. Im Moment stehen viele Leute von der Ukraine hier in der Schweiz. Und wir brauchen dringend Leute, die sagen, wir können Familie oder ein paar Leute bei uns willkommen heißen. Wir haben ein Zimmer frei und wir haben Platz. Wenn einer von euch hat Platz und ein paar Familien oder 2, 3 Personen, bitte meldet euch bei mir direkt. Wenn auch nicht jetzt ist, vielleicht sagst du in einer Woche, in 2 Wochen erst habe ich Platz, ist alles gut. Wir suchen Leute, die Platz haben. Wir können ein paar Personen von der Ukraine einen Raum geben, bis Sachen sich abklärt. Und bis wir sind auch im Gespräch mit Kanton und mit Hilfswerk Aarau und mit Flüchtlingsorten in der Umgebung und versuchen wir den besten Weg zu finden, um die Personen, die Flüchtlinge, die in der Schweiz kommen, gut zu empfangen. Ja, es ist nicht einfach. Aber das ist auch, was der Hermann predigt hat. Es geht um nicht mich, es ist ein Wir. Und wie genial ist es, dass wir als Kirche zusammenstehen und Menschen in dieser Zeit unterstützen, aber auch es zeigen, dass Jesus ist Liebe. Der ist gut und sie sind nicht allein. Und so kann man auch Menschen in dem unterstützen. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Ich würde euch wirklich einladen, mit mir aufstehen, möchte ich euch segnen. Und dann singen wir das letzte Lied in der Anbetung und wünsche ich euch dann am Schluss